So, schöne guten Morgen von meiner Seite. Erlaubt mir vielleicht, dass ich aufhängen für euch alle Guten scheint glücklich, dass für alle gesund neues Jahr 2021 zu wünschen, wo ihr kann hier zumindest die Hoffnung haben, dass der Jahr 2021 besser geht wie der Jahr 2020, was wir an aussehen. Aber auch 2021, und das wissen wir alle Guten, als den Virus nicht fort, das nachher immer da ist, die allgemeine Situation ist angespannt, das wissen wir alle Guten. Die Gesellschaft funktioniert nicht mehr mit drastischen Restriktionen, und das ist kein Geheimnis, dass wir alle Guten es löserlos überdrüssig gehen, mit dass wir auf der anderen Seite aber auch wissen, dass es nicht ernst das geht. Der Sport, das habe ich während der Pandemie gesagt, das so ich während der Pandemie, und ich werde auch nur der Pandemie so als ein Teil von der Gesellschaft, und er muss auch als solchen behandelt gehen. Der Sport war ja auch zu Lützeburg, am Gegenteil zu dem, wie der dann andere Länder am Anfang der Fall war, nie ganz verboten. Wir waren einfach stark angestrengt an die Restriktionen, die wir geholt haben, wehgetan. Wehgetan sowohl am Niveau von den Vereinen wie auch am Niveau von den Föderationen, und auch um dem Wert der Sport als kommerzielle Aktivitäten durchstellt, auch da hat es ganz wehgetan. Dabei ist, das wissen wir alle gut, der Sport extrem wichtig für die Jungen und auch für die Männer Jung. Auf allem, was die Gesundheit angeht, spielt eine wichtige Rolle. Einerseits die physische Gesundheit, aber auch die mentale Gesundheit. Das allgemeine Wohlbefinden steht im Spiel, das wissen wir, und das ist kein Zufall, dass der Premier und Gesundheitsminister bei ihrer letzten Pressekonferenz auch ganz klar darauf hingewiesen haben, dass die vielen Restriktionen, die wir während Monatelang geholt haben, auch löserlos weisen, dass ein ganz Reihe von Mentalproblemen auch damit können verbunden sind. Dafür, ja, auf jeden Fall, so wie der Präsident vom COSL ausgedrückt hat, der Sport kann ein Teil von der Lösung sein. Und dafür ist es auch extrem wichtig, dass der Sport an diesem Covid-Gesetz, das geplant ist, aber ich kann davon ausgehen, dass es nach des Wochwert gestimmt gehen. Dafür ist es doch ganz wichtig, dass der Sport an dem Gesetz ein eigenes Kapitel hat. Das entspricht seiner Wichtigkeit an der Gesellschaft, an dem gesellschaftlichen Leben insgesamt. Wir sind uns bewusst, dass man an einem Gesetz nicht alle Details aufgrund von der Vielfältigkeit von den Sportarten, die zu Lützeburg exerziert gehen, können alle Guten am Detail regeln. Aber wir probieren, klare Regeln zu setzen, generelle Regeln, die für jeden Verein verständlich sind, die nachvollziehbar sind und dafür auch können auf eine relativ einfach Weise umgesetzt werden. Natürlich brauchen wir für die konkrete Umsetzung Zusammenarbeit von den Föderationen, von der Vielfältigkeit vom Sport geschwert. Das impliziert dann auch, dass wir viel Kontakte haben mit vielen Föderationen, für zu gucken, ob hier spezifische Situationen die richtig Antworten zu geben. Ohne sie, also in der Vergangenheit nicht gegangen, und werdet auch in Zukunft nicht gehen, das sind wir uns voll bewusst. Ich hatte auch Rückspruch mit dem Präsidenten vom COSL, wie auch mit einer Reihe von Präsidenten, hauptsächlich für große Equipen, Sportarten, weil wir ja wissen, dass der Sport hauptsächlich an Equipesportarten nach mehr problematisch ist, wie an den Einzelsportarten, ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass du mehr Leute zusammenkommen. Ich gehe davon aus, dass wir kurzfristig einen Avis vom Staatsrat kriegen, und wie gesagt, dass die Chamber das Gesetz nach dieser Woche wird stimmen. Ich mache nicht gerne Pressekonferenzen, ehe das Gesetz gestimmt ist. Ich meine, in diesem Fall drängt es sich aber ab, weil aber eine ganze Reihe Leute, nicht nur Kollegen von der Presse, sondern auch eine ganze Reihe von Vereinsverantwortlichen, von Föderationsverantwortlichen, auf jeden Fall aber auch von Sportlern, darauf werden, wie da soll ab nächsten Monaten der Sport funktionieren. An ihre Details angehen, was an dem Gesetz steht, will ich aber ganz klare Message geben. Und wir drin gesagt haben, am Abklang mit dem Präsidenten vom COSL, dass der Sport ein Teil von der Lösung kann sein.
sind wir uns aber auch bewusst, dass ein Teil vom Problem kann durchstellen. Und dafür machen wir einen ganz warmen Appell und alle guten Vereinsverantwortlich und alle guten, die responsabel an der Föderation und alle guten Sportler. Alles dafür zu machen, eine Großdisziplin zu weisen, Barrieren am Sport soweit geht anzuhören, nach allem auch Führung am Normsport, alles zu machen, für das wir dem Virus keine Chance geben, an dass man den Virus für einen sportlichen Ausdruck zu gebrauchen, eine Niederlage zufügen, die sich gewäscht wird. Das geht nicht mehr, wenn ihn zusammenhält, wenn ihn sich einer gewissen Disziplin erzieht, selber erzieht, und probiert Rücksicht einen auf den anderen zu hören. Ich meine, das ist allgemein bekannt, dass ich alles einig, dass wir Freund von repressiven Maßnahmen sind, mir schon vorgestellt an der Chamberkommission, und dafür will ich auch heute ganz klar darauf antworten. Durch den Fakt, dass wir die Regeln Lohai an das Gesetz angeschrieben haben, die ich präsentieren, also natürlich auch so, dass bei Nicht-Anhalen von den Regeln auch die Sanktionen gelten, die allgemein am Gesetz vorgeschrieben sind. Wenn die neuen Bestimmungen vom Sport angeht, ganz klar will ich auch damit aufhängen, zu 1 oder zu 2 kann ein Sport machen ohne Restriktionen, auch ohne die Obligation vom Port de Masque und auch ohne die Obligation von der Distanziation Physik von 2 Meter. Das zählt für den organisierten Sport und das zählt auch für den Freizeitsport. Und das zählt sowohl für den Sport zu bannen wie auch für den Sport zu draußen. Allgemein, und das zählt für alle Fälle, wo wir Sport machen, sind Sportler von der Maskenpflicht entbunden. Dann können in Zukunft auch 10 Leute zusammen Sport machen. Das ist allerdings unter der ganz klaren Bedingung, dass sie dann 2 Meter Schiedverein von dem anderen müssen Distanz halten. Auch das zählt für den organisierten Sport, auch für den Freizeitsport, und zählt für die Bannen und für die Bausen. Das heißt dann natürlich auch, dass die Sportinfrastrukturen insgesamt können abgemerkt gehen, unter der Bedingung selbstverständlich, dass der Proprietär das auch will. Der Proprietär ist, das wissen wir, an den allermeisten Fällen, zumindest was den organisierten Sport angeht, gemengen. Ähnlich wie am Kommerz kommen aber dann am Bereich von der Sportinfrastrukturen Begrenzungen, respektive Mindestanforderungen, was Quadratmeterzahlen angeht. Das Minimum für E-Sportler, den allein an einer Infrastruktur Sport möchte, sind 50 Meter Carré. Ab 2 Sportler sind es 25 Meter Carré pro Person, also ein Minimum von 50 Meter Carré. Und ab 3 Sportler, ab bis zu 10 Sportler, wenn man gesagt hat, also ein Maximum von 10 Sportler erlaubt, sind es dann 30 Meter Carré pro Sportler. Das heißt also, dass wenn wir bei 3 Sportler sind, sind es 90 Meter Carré, bei 420, bei 550 und dann dekliniert ob 10 mit einem Minimum von 300 Meter Carré. Das sind, und das sind wir uns bewusst, mehr strenge Bestimmungen wie die allgemein an der Gesellschaft zählen. Das rechtfertigt aber dadurch, dass wir einerseits der Maskenpflicht entbunden sind, wenn wir Sport machen, und das rechtfertigt auch dadurch, dass wir wissen, dass am körperlichen Effort natürlich mehr geotet wird und noch mehr Aerosolen freigesetzt gehen und dadurch Durchstechungsgefahr riskiert, mehr groß zu gehen. Ich mache nur direkt einen kleinen Klammer für eine Reihe Fragen direkt am Voraus zu beantworten. Das ist also nicht gedurcht, für das Beispiel von einem Fußballterrain zu holen, den 8.000, 9.000 Meter Carré hat, also mit der Regel, die ich für drun genannt und dann bis zum letzten ausreizt. Dafür werden wir neben dem, was wir am Gesetzestext stehen haben, so wie wir auch an der Vergangenheit gemacht haben, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, eine Reihe von Rekommendationen machen. Und die Rekommendationen, die sagen, dass es auf der nämlichen Platz ein Maximum von 2 Gruppen als 10 Leute, die können Madenen trainieren, selbstverständlich dann unter der Bedingung, dass sie 2 Meter Distanzen weghalten, und dass die Gruppen ein Minimumabstand von 20 Meter von den Hallen, was hier so nicht angeht, wo sie aktiv gehen.
Dat gilt, weil auch die Frau schon gestaltet gehen, selbstverständlich auch dann für League-Athletik, Terrain zum Beispiel, wo ihr auf der einen Seite können ruhig Sprint trainiert gehen, wie mal so zu so, und dann auf der anderen Seite vom Terrain eine andere Gruppe, dann eine andere Aktivität, zum Beispiel Hürdelaufen kann machen oder bei einem anderen Platz, wenn es weit genug ist, kann Weitsprung oder Heisprung trainiert gehen. An den sogenannten Dreifach-Sportzahlen, wisst, dass man viele Sportzahlen haben, die sich an 3 Deler andelen lassen, die aber durch ein fixes Rideau getrennt gehen. Und ich meine, das ist wichtig, die durch ein fixes Rideau getrennt gehen, können dann also jeweils 10 Sportler aktiv sind zur nämlichen Zeit. Ab 20.000 Meter Carré, das ist dann immer eine Rekommendation, denken ich für allem und Golfterren zum Beispiel können da Feiergruppe sehen, die zu 10 Leute könnten aktiv sind, selbstverständlich immer unter der Bedingung, dass die 2 Meter Distanz angehalten gehen. Ich meine also ganz klaren Appell, dass neben dem, was man als Regel am Gesetz stehen, und auch die Rekommendationen, die man als Sportminister herausgehen, an die man nach den einzelnen Föderationen nach können mehr detailliert nach ein Jahr durchdiskutieren, dass auch die sollten angehalten gehen. Es geht heute darum, dass man erlauben, dass Sport möglich ist, dass man auch Sport unter den Restriktionen, die ich schon genannt habe, können exerzieren. Es geht nicht darum, das ganz bis zum Letzten auszureizen, und es geht von allem nicht darum, große Menschenmassen auf enger Platz zu konzentrieren. Das gibt uns ja noch mehr Probleme schaffen, wie es da löst. Was Schwimmen angeht, ist auch am Gesetz ganz klar festgelegt, dass die können abgehen können, selbstverständlich immer unter der Prämisse, dass der Proprietär dem zustimmt. Aber wenn sie abgehen, dann müssen sie an Couloiren angedeelt gehen. Und das ist so, dass an einem Bassin von 50 Meter just 6 Leute an einem Couloir dürfen schwimmen, und an einem Bassin von 25 Meter dann selbstverständlich 3 Leute. Auch den Access zu den Vestiären und zu den Duschen ist ganz klar geregelt. Und ich will auch hier sagen, dass die Bestimmungen, was Vestiären und Duschen angeht, allgemein zählen. Das heißt also für alle Sportarten ohne Ausnahmen, auch für alle Sportler ohne Ausnahmen. Klare Maximum ist vorgesehen von 10 Leuten pro Vestiaire mit obligatorischem Maskdrohen oder Minimum 2 Meter Distanz halten. Wenn ihr an die Dusche geht, und Kollektivduschen, auch da ein Maximum von 10 Leuten, wobei es auch klar ist, an einer Maske, die normalerweise nicht an die Dusche, aber dafür muss ich aber dann eine Distanz von mindestens 2 Meter halten. Auch das steht ganz klar am Gesetz. Es ist wichtig zu sagen, dass der Vereinssport natürlich große Einschränkungen hat, dass man vor allem auch bei den Jungen gesehen haben, dass sie nicht mehr konnten, den Sport auf die Art und Weise ausüben, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Und dafür habe ich mir die Freiheit rausgeholt, eine ganze Reihe von Diskussionen zu feiern mit Vereinsverantwortlichen, mit Föderationsverantwortlichen und wie gesagt auch mit dem Präsidenten vom COSL. Wir haben probiert, alle guten die Erfahrungen, die auf den einzelnen Plätzen sind, zu bündeln, für zu konkreten, klaren Regeln zu kommen, die das wesentlich nicht für eine Satisfaktion gehen. Aber die aber mengenisch das möglich machen, was wir alle Guten wollen, nämlich zu garantieren, dass der Sport auch das Pandemie kann evaluieren und dass es auch möglich ist, Sport zu machen, wenn auch, wie ich gesagt habe, an eingeschränkten Bedingungen. Wichtig ist auch zu sagen, dass das, was wir an den Ausnahmen Regeln erleben, dass wir uns da orientiert haben und dem, was an den Notbeschländern geschieht. Einerseits natürlich als sanitären Erwägungen, was als zumutbar, was kann ihn sich erlauben, wo geht es zu weit. Der andere Seite aber auch am Besorgnis darüber, dass als Sportler internationalen Niveau nicht so viel Kriterien kriegen. Und dafür haben wir als auf verschiedenen Dispositionen mengenisch geeinigt, die auch verschiedene unerkannt gehen. All die Regeln, die ich hier genannt habe, die zählen für eine Reihe von Ausnahmen nicht. Und zu denen Ausnahmen zählen alle Guten die unerkannten Elitesportler vom COSL aus den verschiedenen Kadern.
Also einerseits selbstverständlich den Elitekader, andererseits aber auch der Promotionskader, alles also wird an einem Kader vom COSLers braucht sich nicht um die Regeln zu halten, die ich vorhin genannt habe. Das zählt auch für die Profisportler. Sportler aus allen Nationalkader von allen Verbänden, von der Jugend bis an der Kaderen. Es zählt nicht für die Schüler aus dem Sportlycée und die Schüler aus den Centres de Formation. Und es zählt auch nicht für Seniors-Equipen aus den ewigen Divisionen von den jeweiligen Sportarten. Wobei es klar ist, dass das selbstverständlich für Damen und Herren zählt, die, wie gesagt, an alle Guten, die Kategorien, die ich nur genannt habe, ohne Restriktion können trainieren oder auch Kompetition machen. Ich hatte wie schon gesagt, fest an Tischregeln, die zählen natürlich auch für die heutigen Leute, auch das sollten wir wiederholen gehen. Ich wollte also auch noch ganz klar sagen, dass man als muss bewusst sein, dass Sportler ein Vorbildfunktion haben. Und dafür noch einmal den Appell für körperlichen Erfahrung, nur Sporttreiben selber, alle guten die Restriktionen, alle guten die Regeln anzuhalten, die an der Zwischenzeit schon bekannt sind, von der Distanzation, körperlicher Distanzation, von den Männern, vom Port, die Maske, vom Händewaschen und so weiter, das wirklich den Appell für das man für allem wie ich gesagt habe, wann der Sport selber rüber raus, von der körperlichen Erfahrung rüber raus, so viel wie möglich sich selber und auch andere zu schützen. Vieles könnte möglich, das wissen wir, mit der Tisch aber nicht, dass wie ich wieder gesagt habe, alles muss ausreizen, heißt nachher machen, diese Verantwortung für die Vereine gefreut, und für allem auch das gesund empfangen von Schrittvereinen Einzelnen wird gebraucht, für das wir können zusammen da durchkommen. Auch nicht alle Manifestationen, die kennt, stattfinden, muss unbedingt stattfinden. Ein Organisateur soll sich freuen, ob es wirklich opportun ist, das zu diesem Zeitpunkt zu machen oder nicht. Eine ganz wichtige Regel nach, die nicht vergessen gehen, bei allen Manifestationen, bei allen Trainings, bei allen Kompetitionen, bei allen sportlichen Aktivitäten sind keine Zuschauer erlaubt. Selbstverständlich sind auch Bewerten an ähnliche Strukturen müssen zubleiben. Ich meine, dass heute wichtige Mesure sind, die uns erlauben, wie ich wieder gesagt habe, den Sport funktionieren zu lassen und einfach auf der anderen Seite eine große Verantwortung vis-à-vis von der gesamten Gesellschaft erweisen. Ich wollte vielleicht noch enge Informationen geben, die ich gestern an der Schambach-Kommission auf Nachfrage gegeben habe. Ich meine, dass für klar, dass wann ab dem nächsten Monaten theoretisch könnten Kompetitionen stattfinden, schon um die größten Mannschaftssportarten, die bislang nicht konnten trainieren, dann ist es aber genauso logisch, dass kein von den Verbänden wird auf den Weg gehen, für das aber Monaten zu machen. Das wäre auch als ein rein gesundheits- und sportpolitischen Aspekt geguckt, nicht ganz verantwortlich. Es muss in den Leuten selbstverständlich den Sportler die Möglichkeit geben, sich an einem Training op die kommenden Kompetitionen zu präparieren. Mengen Informationen no wären die ersten Matcher an den Kippesportarten gingen en Januar stattfanden, dat wenn den Handball den eng Reihe von Nodrotsmatscher nach zu spielen hat. Da gibt der Fußball no kommen, die natürlich auch schon ugekönne an einem Kommuniqué den 6. und 7. Februar am Präsidenten vom Volleyball auf dem Basketball haben wir gesagt, dass sie planen Ende Februar mit der Kompetition anzufangen. Wir haben als Wort gehen, notamment die vier Föderationen, von denen ich gesperrt habe, dass wir die ganzen Aktivitäten, die dann aufhängen, an Kompetitionscharakter begleiten mit einer Aktion, wo alle guten Sportler Schnelltester machen. Das heißt also, wo wir am Basket, Fußball, Handball, an Volleyball, zusammen mit dem COSL, zusammen mit dem Sportministerium, zusammen auch mit dem LIH, den eine wissenschaftliche Etude auch danach will machen, garantieren, dass alle Sportler, die in einer Kompetition, an einer Equipesportart, wo also viele Sportler zusammenkommen, denen dann teilhaben, dass denen auch getestet gehen über Schnelltest. Selbstverständlich ist das nicht so einfach, wie das sich einfach an einem Wort sieht. Da muss eine ganze Reihe von Bedingungen klar sein. Die Föderation hat sich bereits erklärt, natürlich, dass alle Sportler, muss ich wissen, KK gezwungen gehen, einen Schnelltest zu machen. Das wollen wir auch nicht.
Mit Föderationen gehen aber davon aus, dass die sich weigeren, Schnelltests zu machen, dass die von der Kompetition werden ausgeschlossen bleiben, auch als Rücksicht auf die anderen Sportler, die das dann einfach werden machen. Ich will auch klar sagen, dass wann den Schnelltest gemerkt, dat zu Lützeburg nach immer medizinischen Akt das kann also nicht Schiedverre machen, das muss also gesundheitlich geschulten Personal sein, sind die dat mehr, das könnten zum Beispiel Kinder von den Vereinen sind, das könnten aber auch Firmen sind, die Teiler iwwer dat ganz werde stiveren, wann man Konzept bis steht. Ich gehe davon aus, dass das mit Januar werde der Fall sind. Und da werde ich die Aktion am Detail der Presse präsentieren mit allen implizierten, einerseits den COSL, einerseits den LIH, und selbstverständlich auch die Föderationen, die dann direkt davon profitieren. Ich will just sagen, dass das Sportministerium mit der Hilfe auch von anderen nationalen Instanzen wird die Schnelltester an einer Zahl von 50.000 zur Verfügung stellen für den Lützeburger Sport. Das gesagt, ging ich merci so für die Aufmerksamkeit. Nach ein klar die Bestimmungen, die wir heute gestaltet haben, die zählen bis den 31. Januar. Und es ist selbstverständlich bereit, auf die Fragen so weit wie möglich zu antworten. Alles das, was ich weiß, werde ich erst sagen. Ich kenne Kollegen von der Sportfresse, die hat nicht ähnlich das Sinn wie an der Chambre. Zu diesem Moment geht es noch nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber ich werde mir best geben. Merci vielmals. Guten Morgen, Tom Flammer von RTL. Froh enke kurz de Schwammen. Schwimmer dürften natürlich auch ganz froh sein. Sie haben lange müssen pausieren. Lo ist es so, dass wenn ihr guckt, mit einer 50 Meter Piscine mit 6 Leuten an einem Couloir, da kommt natürlich auch ein großes Unfall von Schwimmer, die sich dann dabei nie werden an der Piscine dann noch abhalten. Da sind wir ein bisschen aus dem Kontakt so raus, aus den 10 Leuten beim Terrain, wie man das bei anderen Disziplinen vielleicht tun. Gibt es neue Erkenntnisse, die Lomato abschließen, dass die Person effektiv an der Schwamm als Durchstechungsgefahr an der Größe? Ich muss sagen, dass ich mit der Hilfe von meinen Leuten am Sportministerium eine Reihe von Etüden angeguckt habe, was das Schwammen angeht. Und die Frau aus gestern auch an der Chambre-Kommission gestaltet gehen und gibt von A bis Z all mögliche Abschätzungen. Die Hauptabschätzungen, die ich nachlesen konnte, die sieht, dass an der Schwamm selber den Ausstechungsgefahr selber nicht so groß ist. Zum ganz einfachen Grund, weil das Wasser chloriert ist und das Virus sich am Wasser anscheinend nicht ganz wohl ging spüren. Ich habe aber auch darauf hingewiesen an ganz vielen Etüden, dass eine relativ große Ausstechungsgefahr rund um das Schwammen stattfindet. Das heißt also hauptsächlich an den Vestiaren und auch an den Duschen. Und dafür auch die Begrenzung, die wir haben. Das ist also nicht so, dass die Schwammen können abgehen an eine unbegrenzten Zahl von Leuten können zulassen, aber aufgrund von der Andelung von den Couloiren und dann noch die Restriktion von maximal 6 Leuten pro Couloir, muss ich noch so, wir haben 2 Schwämme von 50 Meter lang, die meisten 25 Meter lang, da sind dann 3 Leute pro Couloir. Da gesagt also, dass das schon ganz angegrenzt ist. Dafür also auch die Einschränkung. Da vielleicht auch eine Frage für als Tennisspieler, da habe ich schon nicht davon hören. Den Double zum Beispiel, das mein Job wird für Sie auch, die normalerweise machbar sind. Geht es auch, ob ein Unfall von Terrain, die geguckt wird, die an einer Halle dran sind, wie viele Leute da vorkommt, oder geht es wirklich auf die Fläche vom Terrain, die geguckt wird? Ich meine, beim Tennis ist es so, dass ein Double nicht möglich ist, weil wir ja dann bei über die 12 von 2 rausfahren. Wir wären also an einer Logik, wo 4 Leute bei Energie für Sport machen, und die müssten dann zu allem Moment 2 Meter von denen wegbleiben. Ich meine, dass das dann einem Double nicht möglich ist, sogar so lösen Sportler wie ich, können teilen Domino wie 2 Meter rund sein Partner rund. Also ich meine, ein Double wäre ganz klar nicht möglich. Einzel-Tennismatcher wäre möglich. Auch die Problematik von der Halle ging gelöst gehen mit der Rekommendation, die wir gemacht haben, dass es also just 2 Gruppen sind, die von maximal 10 Leuten, respektive, wo wir auch die Einschränkung machen, dass 20 Meter muss von denen wegbleiben. Da fanden wir also Lesungen, dass auch an Hallen, wo Meterrain zur Verfügung stehen, dass also da können mehr wie 2 Leute zusammen Sport machen, aber immer am Respekt, wie sie gesagt, von denen allgemeinen Regeln. Und da vielleicht noch ein kleines Wort zum Schulsport oder Lasellsport zum Beispiel auch. Wie gesagt, da fallen die fallen nicht direkt in die dort Reglementation. Muss ich ja so entgehen zu dem, was viele Leute mengen,
Also so, dass den Schulsport an noch der paraskolären Schulsport nicht in der Kompetenz vom Sportminister fällt, mir in der Kompetenz vom Edukationsminister. Natürlich hat den Edukationsminister am Sportminister gesperrt. Am mehr Sinne ist eins, dass einerseits der Schulsport von Schul funktioniert auch Schulsport. Ich meine, da sind wir als eins, das Fach wie in ändert auch. Also der Schulsport soll funktionieren, und auf der anderen Seite dass das Lasel als Laseppo geht, sich probieren und den allgemeinen Regeln halt auch zu orientieren. Da hat man ja auch schon eine relativ gute Erfahrung, die man das für Gruppe von Feier gesperrt gehen. Da sind sich auf der Platz Terrain von den Sportprofen an den Sportenseignern ganz viel Fantasie, Möglichkeiten ausgedurcht, wie kann er dann aber keinen Sport machen, und das kann dann auch stattfinden. Und dann die letzte Frage ist der Wiklo beim Sport, der hat gesagt, dass er nicht extrem viel viel gesehen an dem Jean effektiv nicht Handballmatcher, die nach No-Goal gehen. Login das Woche oder nächste Woche paar Kinder und dann noch Theater gehen Menke op, wo ihn dann noch 2 Meter wahrscheinlich muss ne setzen hun. Net den Joch kind vier Stellen zum Beispiel wann en Handballmatch gucke geht, wann den Job gerade Sätze geht vun eng Männer vun eng einer Kompetition. Doch dat den se jetzt bei will können firstellen mir fir Dr gesot mir hätten als bisssen orientiert in dem wer der Meusland lebt. Am meisten ist ja so, dass die Profiligen, die do sind, dass die alle Götten funktionieren, an die funktionieren noch die Zuschauer haben als dem auch gepasst. Gut, merci. Serge Kessler hat 0,7 wie eng staatlich finanziell helfen Werte von den Menschen für Betriebe wie zum Beispiel Fitnesszentren güllen wird dat Fänger so fast von über 300 Quadratmeter an maximal 10 Klienten erlaubt sind. Du hast eng froh, die net unbedingt direkt den Sportminister stelle, weil auch Fitnesszentren an Genschnee viel Leute Mengen net in der Kompetenz im Sportminister fallen, wenn er Kompetenz vom Minister von der Wirtschaft respektiv vom Mittelstand. Ich kann einfach so, dass von Einschränkungen kommen aufgrund von administrativen Decisionen stand Körper Serviceminister als selbstverständlich klar, dass die Leute können zum Beispiel vom Chômage partiell profitieren. Ich gehe noch davon aus, dass wenn sie Verluste haben, die an die Paragen rankommen, die bei den allgemeinen Gesetzen vorgesehen sind, wer denen umgeht, dass sie selbstverständlich auch davon können profitieren. Okay, merci. Den Thomas zum Wort. Ich hatte eng froh zum konkreten Auflauf von einem Fußballtraining, wenn man Lodo Kanner hun, die mussten die ganze Zeit 2 Meter Aufstand halen, Göttentraining do net bis monoton. Für allem auch weil am Jugendbereich soll ja nicht so viel physisch trainieren, der Tisch nicht so viel laufen und so weiter. Und dort gesagt, er hat den Austausch mit dem Präsident vom Sportverband, als du auch vielleicht aber zu Diskussionen kommt, zum Beispiel mit Paul Philipp, den aber vielleicht gesagt hat an der Praxis, dass er dort schwer umzusetzen. Also mit Sicherheit bringt der Tod den Matzig, dass Traininger müssen umgestaltet gehen, dass Römenkeieren, ich muss aber eine neue Situation angestalt gehen, da das ganz evident. Auf der anderen Seite muss ich auch wissen, dass das, was die Equipen geht, dass die können normal können trainieren. Wir am Jugendbereich ist ganz klar, zählt die Regel, die ich für gesagt habe, und die hat der Fußball genannt, können 2 Gruppen von 10 Leuten auf einem Fußballterrain aktiv sein, wenn sie dann die Regel vom Aufstand von 2 Meter anhalten. Das bringt sich, dass Trainerinnen eine gewisse Fantasie müssen und den Dach legen, wir können ein Flottentraining aufzuziehen. Ich will aber auch hier betonen, dass es nicht nur darum geht, für eine große Fußballausbildung zu diesem Moment unbedingt en Platz zu setzen. Es geht darum, dass Kanner können sich sportlich aktiv gehen, an dass sie dummerter für in allem daheim rauskommen, dass sie aus dem Druck rauskommen, den sie allgemein verspüren. Das ist das Ziel, was man mit dieser Mesure verfolgen. Wohl wissen, dass das natürlich eine Reihe von Nurdeler mit sich bringt par rapport zu einer normalen Situation. Oder auch vielleicht auch Kenntnisse, wie diszipliniert kann er sein. Solo am Schulbus sitzen sie daneben, nee, Training sind sie, sollen sie dann 2 Meter Abstand halten, auch wenn zum Beispiel ein Athlet als, ja, wie ist er die überhaupt umsetzbar?
Schul kein direkt Erkenntnis dat war de schwes, dass an de Vereine kann er immens froh sinn, dat se überhaupt können echten sich ze gesinn an spe es können aktiv machen. an dat war ja wie geso doch Ziel von dieser Aktion an ich menge noch, dass dat allgemeng begräst gëtt. Okay, merci. Elvinger vom Tageblatt. Ich wollte fragen, ob man letzte Main die in den Cluster bei einem Verein oder einer Veranstaltung aufgefallen ist. Offiziell sind die Storywache nicht informiert, weil ich selber aus dem Handball kommen, weiß ich einfach, dass anscheinend bei einem Match Problem abgestraft war. Eigentlich war Caching, wo dann zwei Equipen, andere Equipen, Äschern, Schöffling, waren Strich am Kapun, dass du mehr Leute sich angestach hätten. Wie gesagt, offiziell sind wir darüber nicht informiert. Ja, da war ich jetzt von 3-4 Schlei, dass da dann ein Gerücht oder... Wie gesagt, ich kann ja nicht so, wenn man keine offizielle Information haben, dann sind wir an einer offiziellen Pressekonferenz. Dafür will ich auch nicht so, weil ich nicht sicher weiß, ich weiß aber aus der Erfahrung, die ich eben habe, weil ich direkt Kontakt mit den Leuten habe und weil ich die auch persönlich kenne, dass du ein Problem war. Okay, merci. Du hast noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich alle guten vielmals merci und hoffen, dass wir, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ein besseres Jahr 2021 erleben. Merci vielmals.